Junobau und Schlemmersteine. Ja, in Verona hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich muss ganz kurz den Bogen austauschen, weil der gefällt mir irgendwie so gar nicht. Der Teil ist eh scheiße. Dann nehmen wir mal das Ding. Ansonsten, Rüstungen passen noch, was ich aktuell trage. Schildmäßig ist auch cool. Schwert, das Teil wieder zurück. Wir haben das Teil. Perfekt. Und ja, mal schauen, was hier eigentlich abgeht, ne? Weil Junobo ist ja nicht mehr so cool auf uns zu sprechen. Das hat sich immer verändert. Ist jetzt negativ, ne? Der ist direkt abfällig geworden und so. Großkotzig. Im Prinzip hat er sich um 180 Grad gedreht. Hier überall Miasma. Lecco mio, ey. Ja gut, halt wegen diesen Schlemmersteinen, wa? Weil die sehen halt schon so aus wie die roten Steine, die wir im Untergrund gefunden haben. Nur halt dort wesentlich, größer, im Untergrund. Und Zelda macht sich auch ein bisschen Sorgen hier um Junobo und KKG. Verstehe ich absolut, wenn wir uns darum kümmern, Zelda. Keine Sorge. Vielleicht muss Junobo mal eins in die Löffel klatschen. Wäre kein Problem für mich. So, ja, hier oben. Nur mal kurz gucken, ob da noch vielleicht irgendwas ist. Ich glaube, Zelda gesagt eher weniger. Natürlich ist ein Krog hier oben, warum auch nicht? Krogs haben wir auch ein paar gesehen, wa? Die wir dann hier und da noch aufsammeln müssen, um mit denen weiterzumachen. So, warte mal, bevor ich jetzt hier groß weitermache. Okay, die Sonne geht gerade unter, der Mond kommt dann bald. Ja, mal gucken, ob ich irgendwie, wenn der Nacht vielleicht wieder Blutmond ist. Wunder wird's mich nicht. Was ist das für ein Teil da? Oh, da ist ja der andere. Das sieht so aus, als könnte hier ein richtiger Bosskampf sein. Der ist ja auch wieder da. Ja, aber dahin muss ich nicht. Noch nicht, nehmen wir zu wenig Majosignum dafür. Das machen wir dann später. Jetzt schon, dass irgendwie so ein Lavarock oder so ein Ivarok im Feuergestalt oder so rauskommt. Ja, da muss ich einen hinbringen. Da ist noch so ein Majosignum, also hier irgendwo hat es ein paar Höhlen. Was ist denn jetzt der Kackmond? Sehe ich gar nicht. Ist gar kein Mond die Nacht. Oh, dann schlecht. Und Zelda, die ist da, lalala. Also dann, was geht eigentlich hier so ab, ne? Oh, und du bist? Bist du noch ein Teilzeitarbeiter? Ja. Wir sind unterbesetzt, also das ist eine große Hilfe. Die Ungeronen sind besser von Schlemmstein, haben die Arbeit vollständig eingestellt. Im Junobau-Depot von dem Hauptbüro um das Schlemmsteingeschäft kümmern. Naja, Junobos, naja. Junobo, ja. Am Junobos. Wir verkaufen. Gibt mir gute Preise. Gute Preise, gute Besserung. Weißt du. Ah, jetzt auch eine. Ja, da wären wir jetzt die Dinge. Die Beine, ehrlich gesagt, lieber, aber komm, lass das. Nur unsere Rüstung später noch. Weil ich bin sicher, ich brauche es noch für den Todesberg, weil. Ich sage, der Todesberg, da muss der 4. Tempel drin sein, der Feuertempel, der muss ja drin sein. Es macht keinen Sinn, dass der im Himmel ist, dass man das gar nicht geht. Und im Untergrund, ja doch eben im Untergrund, ne? Der Feuertempel, der muss hier unten sein. Das, was ich ja schon ein bisschen gehofft hatte, beim Wassertempel, also ein Wassertempel im Sinne von, dass er einfach unter Wasser ist. Ein richtiger Wassertempel, nicht im Himmel oben. Ein fliegender Wassertempel quasi. So. Ah, da will ich einer von eben.
Der kennt Junoboss. Niemand darf rein. Aber ich mag die Julianerin gar nicht. Ganz sicher sind die Schlemmsteine daran schuld. Ganz genau, diese komische Maske, die Junobo jetzt trägt, hat er auch von der Julianerin. Junoboss war immer richtig nett, aber seit die komische Maske trägt, hat sich das auch geändert. Ja, ich bin ein Kumpel von ihm. Ich werde es versuchen. Soll ich den Zentrale welche holen? Nee, schon gut, ich brauche keine. Ich schaff's auch so. Na, wenn ich jetzt im Brennen bin, natürlich vor Leidenschaft oder vor sonst, habe ich noch ein bisschen Brandschutzmedizin und da ich die sowieso noch aufbrauchen muss. Ist nur Level 1, aber es wird hierfür wohl reichen, wa? Hör endlich auf, Junoboss! Zieh doofe Maske aus. Wir wollen, dass du wieder uns lieber Junoboss wirst. Ihr meint ich. Prinzessin Zelda hat recht. Schlemmsteine machen alle Kronen glücklich. Nee, oder? Das kann ja was werden. Junge! Hä? Geht ja gar nicht so. Hä, was soll man gegen den machen? Huch! Achso, ist nur ein kurzer Kampf, okay. Wo ist der Fake Zelda? Also muss ja Phantomganon sein. Junobo, komm zu dir! Der hält aber gar nicht viel aus, oder? Ja, komm. Aua! Junge, ist der Akku drauf. Er ist so schnell! Was war denn mit mir los? Junobo, du kannst normal quatschen, wa? Deutsche Synchron, so, ich sag's nur. Tokachin, Ofrak, was ist passiert? Er hat die Maske von Prinzessin Zelda aufgesetzt und dann... Mann, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Der hat einen Bart plötzlich. So, dann trägt er Junobo Bart. Ich muss unbedingt Prinzessin Zelda fragen, was es damit auf sich hat. Ach ja, wo ist sie überhaupt? Da, Prinzessin Zelda. Dieselben Steine wie im Untergrund. Ich habe mich immer gefragt, was diese Steine im Untergrund sollen. Alles in Ordnung? Jemand verletzt? Moment, was ist das denn? Ich habe doch was gehört, oder nicht? Egal, Prinzessin Zelda ist vor der Höhle, ihr Kiesel. Die Julianerin ist mit dem blonden Haar, aber Prinzessin Zelda? Ich muss unbedingt fragen, was mit dieser komischen Maske auf sich hat. Mit den Schlemmsteinen vielleicht auch. Jedenfalls los, nützt sie raus hier und ihr nach. Diese roten Felsen kriegt man nur mit einem Rollangriff kaputt. Aber wenn ich mich selbst so durch die Gegend katapultiere, sehe ich doch gar nicht genau, wo ich hinrase.
Link, hilf mir und zeig mir genau, wo genau ich hingucken soll. Zielt sich dann los. Junobos Macht über das Feuer. Sobald Junobos eine Aura empfahle, kannst du einen rollenden Flammenball in beliebige Richtung stürmen lassen. Okay, ja, das ist eine andere Fähigkeit als noch im Vorgänger, also bei Breath of the Wild, aber dort war es ja der Schild, beziehungsweise ja, ich sage jetzt mal ein Flammenschild, wenn man so will. Wo es eigentlich eher mehr ein Energieschild war. Wenn jetzt das jetzt einfach anders nutzt und zum Rollen auch benutzt, ja, dann macht es sogar ein bisschen Sinn. Natürlich auch gut zu wissen, dass man die jetzt auch im Untergrundplan machen kann mit Junobo. Ziemlich anstrengend, wa? Okay, bei dem funktioniert es nicht. Nur bei den Großen, wa? Let it rip! Jetzt kommen wir wieder raus. Schnell, wir müssen Prinzessin Zelda folgen. Aber eben, wir wissen ja, dass wenn es die Zelda ist, die halt ihr das Sona-Gewand trägt, also aus der Zeit von früher, dann ist es Phantomganon. In Wahrheit, wenn es die andere Zelda ist, also die Zelda, die das aktuelle Gewand trägt, sage ich jetzt mal, aus der aktuellen Zeit, dann ist es ja einer der Yiga. Ich kann es nicht sehen. Hä? Was kommt da für ein roter Nebel aus dem Todesberg? Oh je. Hast du es vergessen, Junobos? Du hast doch gesagt, dass der rote Nebel gefährlich ist und wir wegbleiben sollen. Das war das Schloss Hyrule plötzlich abgehoben hatten, das mit dem Kataklysmus passiert ist. Hier hat die Erde auch mächtig gebebt. Du hast gedacht, dass der Todesberg wieder ausbricht und wolltest nachsehen. Genau, und als du vom Todesberg zurückgekommen bist, hattest du diese Maske aufgehabt. Ich erinnere mich. Ja, ich habe Prinzessin Zelda am Grad des Todesbergs gesehen. Sie hat mit mir geredet und mir diese Maske gegeben. Wohnt die Prinzessin etwa im Todesberg? Nee. Am Phantomganon schon. Nein, der wohnt überall. Tokachin, frag, ich werde Prinzessin Zelda suchen gehen. Ihr könnt nicht mitkommen, aber falls Sie fragen, wie alles so wie früher werden können. Bitte vertraut mir, warten Gronia auf uns. Hey. Link, komm wieder zum Todesberg, um Prinzessin Zelda zu suchen. Mit Loren ganz nach oben. Ja. Sind die Loren oben, wird man uns loben. Wo ist die Frage, lohnt es jetzt irgendwie mit dir nochmal woanders hinzugehen oder sollen wir das straight direkt nach oben? Die Frage ist vor allem, wie? Also vor allem kommen wir jetzt von hier wieder zurück, weil... Ah doch, das Ding ist wieder da, okay. Ich gehe schon mal. Tschüss, bis nachher. Was? Von A drücken aber nichts gesagt, Junobo. Och nö, sag mir, ich muss später genau diese Art und Weise. Oh nö. So Lorenminenfahrten zu machen. Ja, viel Spaß dabei. Da kann ja was werden, ey. Junge, Junge. Probier es jetzt mal. Wo kommst du denn auf einmal her? Jetzt mal im Ernst. Ja, wenn sie auf Schienen steht. Mit dem Kissen darin. Okay. Die Frage ist halt... Ja, mit der hier kann es nicht sein, oder? Wir brauchen natürlich eine andere Lore. Also ich das irgendwie falsch. Ich meine, ich kann ihn schon hier reinpacken. Ups. Vor allem, wieso muss ich für einen Gron die Lore in die Schienen packen? Der kann doch selber, ist ein Grone.
Ja, versuch's mal. Wollen soll es gehen? Na, ganz sicher. Ja, dann auf geht's, wa? Doch, kann er schon. Ich muss nur ganz kurz was machen hier. Was schon für uns gemacht haben, jetzt aber hier für den kleinen Racker. So. Na dann. Viel Spaß. Tschüss. Die Frage war, ob es geklappt hat oder nicht. Bonobo, was machst du so? Immer dasselbe, wa? Also, wir müssen ja irgendwie darüber. Jetzt sind hier zwei Wege. Ich gucke erstmal mit der Lore. Beziehungsweise mit den Schienen hier. Die Lore sind dieselbe, nur die Schienen sind anders. Ich hoffe nicht. Das lief ein bisschen falsch. Warte mal. Inobo, komm mit. Rollen kann er wie ein Weltmeister. Ja, muss ich wohl kaum, oder? Ich meine, ich habe hier noch meine Lore, aber... Guter Schlag, Nobo. Aber irgendwie machst du gar keinen Damage, wa? So geht das, Junge. Na komm, die nehmen hier. So. Da bringt ja auch nicht viel. Die Frage ist ja, wenn da jetzt wieder durchbrettere, wo kommen wir überhaupt an? Eventuell da, vermutlich wieder runter. Und dann... Und dann komme ich halt dahin, das ist irgendwie ein bisschen falsch, wa? Das ist eine Lore nehmen, die hier hinführt. Ja, muss die untere Lore nehmen dort. Wir sind also ein bisschen falsch. Das hat zwar irgendwie klar, wir wollten trotzdem gucken, ob es vielleicht doch was bringt. Huch, wo bin ich jetzt plötzlich? Und let it rip! Typisch Krone ist unverwüstlich. Nubos Fähigkeit gefällt mir. Auch wenn es vielleicht ein bisschen brutal ist, aber sie gefällt mir.
Muss ich zugeben. So, dass das ein Teil vom Himmel war. Nö, nicht mal. Okay. Aber zum Henker bin ich hier. Haben wir aber ganz krass verlaufen. Ja, schnell auf nur Kumpel, ich bin eh falsch. Oh, vorbei. Geht eigentlich doch. Ich wollte noch nicht hierhin zurückkehren, aber andererseits mal gucken, ob er zufrieden ist. Dass ein bisschen seinen anderen in der Schiene geschafft habe. Yeah! Ja, immerhin, oder? Akropolis suchen. Du bist noch hier? So eine Energiesphäre. Okay, danke. Rolling, rolling, rolling. Rollet. Akropolis, die Stadt der... Oh, Entschuldigung, falsch. Ich wollte eigentlich das Ding. Jetzt fehlt mir hier wieder der Propeller, damit ich wieder zurück kann. Das ist nervig. Obwohl, ich könnte mal etwas testen. Mit der Lure ganz nach oben, genau. Okay, ich fahre noch gar nicht, ne? Schade. Also vielleicht könnte ich ihn als Antrieb nutzen. Aber kommt er gar nicht mit. Ja, ich muss halt zu Fuß zurück. Hilft alles nichts. Man könnte theoretisch auch über den Schrein teleportieren, aber man kann es übertreiben. Fleisch, Fleisch. Lecker Fleisch. Da kommt der Rolling. Er rollet. Das war cool, Alter. Flammenschwert, ernsthaft? Weg damit. Ich will zu meinem Freund. Ja, ich will auch einiges. Bin nur ganz ruhig, wir haben es gleich geschafft. Jetzt. So, wenn nochmal eine Lore. Das war natürlich ein Problem. Weil ich den nicht mehr habe. Weil da unten hat es ja auch ein paar Loren. Ich muss eigentlich die nehmen. Gut, ich habe zwar keinen Propeller dran, muss ich halt schnell selber hier mir aushelfen. Moment, Auge juckt. Was Neues, normalerweise ist die Nase juckt. Ich mir so viel war, muss man dringend noch ein paar holen gehen. Zuck. So, Freunde, auf den Todesberg. Auf einen Antrieb reicht. Wird immer knapper. Nee, du bleibst schön hier. So, wie sieht's denn hier aus? Lohn und Schlemmerstein. Können wir bald nicht aufhalten, will ich auch gar nicht. Motta?
Nimm mal eine Mittagspause. Mit Loren ganz nach oben. Ja, müssen wir später machen, Junge. Das ist nochmal ein Drache. Okay, da kann es irgendwie nicht sein. Müsste also Eldin sein, wa? So, das Ding brauchen wir vielleicht nochmal. Nee, da ist er. Das ist ein Feuerdrache. Hä? Was ist denn das für einer? Das ist aber nicht Zelda. Doch. Der weiß doch am Rücken. Sag mal, Hinobu. Das ist unhöflich. Mein Gaumen wünscht sich Schlemmsteine. Alles nur am Fressen hier. Mann, Mann, Mann. So, da ist jemand reingegangen. Da müssen sie natürlich helfen. Was mit dir? Du arbeitest. Wäre seltener Anblick. Du diesen Elterkrone. Was los gemacht? Also dachte ich. Es war eine Frau. Okay. Fake Zelda ist unterwegs, also sprich Phantomganon. Was hat der Brandstufe hier? Oder brandgefährlich oder was? Ja. Brandgefahr. Todesberg Weststollen. Gut, haben wir uns aber auch gemerkt. Nobo, das Ding. Dann da, für die Rallala. Ich meine, wir können natürlich testen, ob wir mit den Loren noch irgendwie fahren können. Natürlich mit den Loren hier. Wir Loren. Wir Loren. Ah, da sind so riesige Dinger. Ach, deswegen, wa? Nobos Fähigkeit halt. Gucken, wenn ich jetzt... Der Äußere verläuft nur außen entlang. Das war eigentlich auch mal interessant, ne? Ich habe keine Ahnung, was Hinobu die ganze Zeit so Schnaufen ist. So. Ja, ja, später bitte. Ich will zu meinem Freund. Ja, ja, machen wir später. Du bist einer von vielen, Kumpel. Schön sieht's aus. Da hat's böse Gegner. Das ist ein Felsoktorok. Gerne markieren, man weiß nicht, ob man mal wieder brauchen könnte. Da wird das Schwertsymbol genommen dafür, oder? Ja, da war einer. Gut. Ist ein Bahnhof hier oder was? Lorenbahnhof da drin. Da ist noch einer. Scheiße, kommt nicht mehr ran. Ja, dafür ist da schon bereits der nächste Felsoktorok. Also hier hat es die Dinger in Hülle um Fülle. Mein Wagen ist weg. Geil. So, wieso ich gehalten habe, ist natürlich logisch, weil wir haben hier wieder ein Mayo Signa Ding. Ich mir gerne angucken möchte. Jetzt ist natürlich das Problem. Oh, Hinobu über deine Kunst. Jetzt sicher wieder scheiße heiß drin sein, wa? Wenn da viele Loren. Power hat er, muss man ihn lassen.
Außen jetzt gespawnt. Ne, wollte eigentlich, dass es das Teil da kaputt macht. Okay. Aber ich nehme an, ist oder so einer. Ja, mit der Brandgefahr. Ich meine, ich habe nur den Brandschutzmedizin. So ist es nicht. Ich kann sich dann kochen und so. Dann braucht halt hier eine Lore. Und ja, ist dann ein bisschen auch nervig, ne? Und auch ein bisschen Antrieb brauchst du die Lore. Jetzt ist die Lore weg. Ich meine, Loren selber haben wir ja genug. Das ist nicht das Problem. Wir brauchen einen Ventilator haben für den Antrieb. Den man selber gebrauchen muss. Ich meine, ich habe dort eine Rakete. Die kann man sich auch gebrauchen, als, ja, als Antrieb zu nutzen. Ja, dazu noch so eins. Okay. Gut. Ja, wenn die Höhle ist eh hier markiert, ne? Der Oststollen dann. Gut. Ja, Kumpel, so geht's mir auch. So ein. Haben wir noch mal was zum Reparieren oder zum Upgraden oder so? Eine bessere Fähigkeit? Wenn das nur Angriffskraft plus 4, noch was Besseres wäre nicht so schlecht. Oder das Ding, ne? Das selber zurückgegeben. Du Saumann. Schweinerei. Okay, wir sind ein bisschen zu weit weg gewesen. Oder zu nah, besser gesagt. Hä? Drecksding, ey. Oh, aber hier hat's noch. Wenn die Nubo jetzt mir nicht irgendwie gerade die Tour vermasselt und die alle kann ich gar nicht wegrufen oder so, ne? Also nur für. Ja, okay. Das ist nochmal so ein Felsding. Junge, Junge. Ja, verdammt viele. Und das Weiß ist natürlich auch cool. Was kommt da runtergeschossen? Von da oben, super. Nimmt wieder die ganzen Tiere reiß aus, ne? Ist verständlich. Aber irgendwie hoffe ich, dass vielleicht mein Wagen wieder mal zurückkäme. Wenn ich sehe, wo abgeblieben wäre, aber nö, wa? Der hat zwar eine Lore, aber nee, davon nehme ich das nicht in Kauf. Oh, ernsthaft? Ein Brunnen in der Nähe, hier. Oh, Juliana, kann mir helfen? Alles klar, soweit? Betreibst du Monstermann? Hier ist einfach deine Rettung. Aus der Röstknolle, dankeschön. Der unser Ding ist weg, ne? Da sehen wir hier nicht mehr. Dafür sehen wir die andere Dinge. Aber warte mal, ich habe das Ding jetzt so oft hier gebaut, also
Was ich aber dem zusammen auch machen könnte, ist einen Favorit machen daraus. Aus dem. So. Und da ist nochmal so ein Schwert, Heini. Beziehungsweise so ein Waffen-Heini, der uns da ein bisschen was upgraden würde. Du gehst natürlich auch, oder? Wow! Aber eine Krankheitenweise ist sogar cool, muss ich zugeben. So ein Stullen, wa? Dann sind wir sicher jetzt hier ein. Warte mal, bin ich wieder hier. Der ist halt da hinten, ist doch egal. Dann haben wir da noch etwas für dich, Hinobo. Ich meine, du bist so praktisch, war gar kein Felsspalter, nichts mehr. Ja, fliegt doch auf den Todesberg hoch, warum auch nicht? Ja, wenn er es kann. Wobei ich persönlich noch nicht ganz rausgefunden habe, warum er uns braucht, um seine Kräfte zu aktivieren, weil bisher, so wie ich das gesehen habe, klappt das ganz gut auch ohne uns. Aber gut, ich meine, wer sind wir schon, ne, um ihn zu sagen, wie er seine Fähigkeiten gebrauchen soll, wenn er sagt, hey, er braucht uns dafür, dann ist es halt so. Gut. Außer haben wir es gemacht, jetzt sind wir hier dran. Wo ist das Teil hin? Hä? Also wieder einfach... Ich krieg die Krise. Wieder verdünnisiert, gab es einfach nicht. Gut. Also, wir haben es schon mal gesehen, dass hier im Todesberg noch ein... Okay, fahren nicht weiter. Dass es am Todesberg ein bisschen was zu tun gibt. Schön ist, dass ich hier Suna-Bauteile habe, gerade auch, wenn man wieder mal Towerbalken so machen muss. Übrigens coole Echsen-Symbol hier, ist eine Anlehnung an Titanen von damals. Warum sehe ich das jetzt erst? Krass. Ja, eben, wir brauchen auch für die ganzen Crocs und so, wenn dann irgendwie hin und her liefern muss, bauen das sicher auch noch. Und ansonsten würde ich mal sagen, Freunde, danke fürs Zusehen. Nächsten Part. Mit der Lore dann mal ein bisschen hier hoch und gucken, ob wir ohne Probleme zum Todesberg kommen und noch irgendwas noch nicht ganz koscher ist natürlich. Aber natürlich auch cool, dass es dann... Oh, das ist Schlemmer-Dinger. Die wollen wir gar nicht mehr, die wollen wir eigentlich loswerden. Aber egal. Oder ob ich vielleicht sogar mit Hinobo auch im Untergrund noch ein bisschen was machen kann, ne? Die Fähigkeit ist ja schon cool. Leck mich am Arsch, ist das geil. Hallo. Alles klar bei dir?
Jojo. So, Kumpel, nur du und ich. Wobei, ich könnte es jetzt natürlich... Das sind so Schrottwaffen. Mal mit dem Ding versuchen, wa? Perfektes Ausweichen. Du. Bin natürlich persönlich oftmals besser als... Schildtasse ist voll, na super. Das sind Steinspalter. Sehr schön, natürlich Froste, was auch sonst. Was sagen wollte, finde ich oftmals auch viel besser als irgendwie den Schildblock. Na wohl, komm, nimm mal mit. So, dazu, Freunde, also Yunobo mit seiner Fähigkeit, ich würde sagen, nebst Tulin die geilste Fähigkeit. Klar haben die anderen auch ihre Vorzüge, aber das sind jetzt diejenigen, wo ich auch das Gefühl habe, man kann sie am besten irgendwie auch timen. Gut, ich meine, bei beiden, oder bei Tulin eben nicht, denn der kann auch im Flug aktivieren. Bei ihm auch, ich muss erstmal ihn selber anquatschen, aber das ist halt so etwas, wo ich sage, ja, das ist jetzt praktisch, jetzt brauche ich genau die Fähigkeit. Bei den anderen beiden, der Wasserschild, ja gut, wann willst du schon mal Wasser auf den Gegner spritzen? Den Blitzangriff, ja, eigentlich auch eher bei bestimmten Gegnern. Aber gerade die Yunobos Fähigkeiten, so, die kannst du eigentlich überall gebrauchen, das ist schon cool. Das ist schon sehr, sehr nice. Und wie nice genau, erfahren wir vielleicht wieder das nächste Mal zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bye bye!